Guten Tag. Wieder mal zurück beim Burger King und zwar wieder am Warten. Wie auch schon. Auf cool, Jungs. Heute geht es nach St. Margrethen. Ans Ende der Welt fast. Und sicher ans Ende der Schweiz. Ja, voilà. Und jetzt warten wir. Dann wollen wir schauen, ob es das mal mit dem Mann frieren ein bisschen besser geht. Man weiß es nicht so genau. Aber wir hoffen es. So, jetzt schauen wir. Neuer Tag, neuer Chauffeur, neues Glück. Gestern am Telefon hat er noch grosse Reden geschwungen. So. Man darf gespannt sein. Ja, dann auf einmal aussteigen, wie denn? Jetzt wollte ich filmen, wie du versagst. Zuerst lecker Burger King und Hamburger nehmen. Und dann ist die Fahrstunde Also, 2. gut. Jetzt wird noch beim Essen gefilmt. Die zweite Lektion von Cools Fahrstunde tun wir mal aus Sicht des Pilot filmen. Schauen wir mal, was der Anhänger macht. Piepsen tut es schon wie bei den Grossen. Hey, mal gesehen, so viel Abstand wäre gefragt. Zum Randstein. Ich sehe das kann, Cosi macht das quasi wie in einmal. Wie langweilig. Sally Sigi. Aber der Kurs hat ein bisschen zugenommen, als ich piepst und rückwärts läuft. Echt sehr gut. Propagierst, wo gehen wir her? Wir gehen auf die wunderschöne St. Margrethen. Oben drauf? Genau. An der österreichischen Grenze. Und spielen dort wie immer auf einer riesigen Bühne. Unserem Status entsprechend. Wir wären jetzt also angekommen. Sofort schauen, wie es aussieht. Hallo. Sally, ciao. Check, hallo, Schreiben, freut mich. ciao. Jetzt sag noch ein Bier, wir sind fast vertauscht. Selbstverständlich. Oh, schade. Der Igi, ja, schon Onkel Igi ist schon da. Und wir haben natürlich keine Silbermondzähne, wir können mitnehmen für eine Onkel Scheibe. Ja, ist schon ein Wie viel muss ich von deinem Körper drauf haben? bisschen... Möglichst der Ranzen nicht. Das geht. Dann können wir dann nachher in Post-Production weg. Genau, das machen wir ja sowieso. Ja. Nein, Action sagen, sonst geht gar nicht. Action! Muss ich noch sagen, dass das der Witz des Tages ist? Oder blendest du das nachher rein? Also jetzt in diesem Fall tue ich auf jeden Fall alles drin. Schon klar. Aber du darfst es gerne sagen. Hi, ich bin Onkel Igi und ich erzähle euch heute den Witz des Tages. Genau, heute bin ich mal ins Kamerakind, weil du hast nämlich heute Scheibe. Du kannst deine Wölfe machen. Juhui! Also gut, es ist so. Jetzt mal 3 Tippen, so völlig willkürlich irgendwo das rumgelaufen. Laufen an eine Fee an eine gute Fee natürlich. Dann sagt die Fee, heute ist so ein schöner Tag und ich möchte euch, jedem von euch, die 3 Wünsche erfüllen. Ich sage, ja super, sagt der Erste so. Ich wünsche mir, dass ich der reichste Mann bin von der Welt. Das ist der reichste Mann von der Welt. Und der Zweite sagt so, Mist, das hätte ich eigentlich wollen, aber hey, weißt du was? Ich wünsche mir, dass ich der zweitreichste Mann bin von der Welt. Film. Der zweitreichste Mann von der Welt. Dann kommt der Dritte und sagt, ich wünsche mir, dass mein rechter Arm ganz schnell so dreht. Ich sage, so,
Bist du sicher? Ja, das und der erste wieder, der zweite Wunsch, und sagt, ja, ich wünsche mir, dass ich mit der schönsten Frau der Welt heirate. Hast du auch geheiratet gesagt? Die schönste Frau der Welt. Und der zweite sagt, Mist, das hat eigentlich ich wollen, aber dann wollte ich mit der zweitschönsten Frau der Welt heiraten. Die zweitschönste Frau der Welt heiraten. Und der dritte, ich wünsche mir, dass mein linker Arm auch noch ganz schnell so dreht. Das bist du sicher. Ja, so, ganz schnell. Tipptopp. Kommt der Rest, die lachen schon alle. Jo, sorry. Warte, der geht schon lang. So, dann kommt der erste und der dritte Wunsch und sagt so, ich wünsche mir, dass ich auf der schönsten Insel der Welt darf leben mit meiner Frau und einem reichsten Paar. Sehr gut. Schönste Insel der Welt, wunderbar. Und der zweite, Mist, das hätte ich wollen, aber nein, die zweitschönste Insel der Welt. Fair. Die zweitschönste Insel der Welt. Und der dritte, ich wünsche mir, dass mein Kopf ganz schnell so dreht. Ich sage, ja, das ist dein letzte Wunsch, bist du sicher? Ja, okay. So kann ich keinen Witz erzählen, wenn du immer umgebrochen bist. Also gut, anyway, ein Jahr später lassen sich die zufällig über den Weg geben. Dann sagt der Erste, du, Jungs, das ist unglaublich, das ist super. Ich bin der reichste Mann der Welt, die schönste Frau der Welt, lebe auf der schönsten Insel der Welt. Das ist mega. Oder wie geht es dir? Fragt der Zweite. Der Zweite so, haben wir alle. Der zweitreichste Mann der Welt, die zweitschönste Frau der Welt, die zweitschönste Insel der Welt, das Leben ist schön. Fragen sie den Dritten, und bei dir? Ich habe mir, glaube ich, schon ein bisschen ein Seich gewünscht. Heute ist Sänger. Also wenn der Göcks auf der Bühne steht, ist die Bühne quasi schon fast voll. Dabei habe ich so gar nichts getrunken. Zusammenhänge wie Vorhänge. Ich habe mich auch gegen dich abgrenzt, dass ich dich nicht gegen muss anschauen. Ja, ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit die Finger schauen heute. Ich finde es einfach schade, wenn Backliner während dem Gig mehr Platz haben als die Musiker auf der Bühne. Das ist dann... Ich glaube, wir haben es verdient. Da sind wir übrigens ja bei weitem nicht lang zu hängen. So. Ich finde es recht okay, dass ich der bin mit dem meisten Platz. Finde ich recht okay, Ja, da staunst du, Ja, gell? dein Vokabular hält sich recht in Grenzen. Wenn man hier auf 14 fängt der Drömer an zu spielen, dass wenn man hört, dass der Ischi jemand ist, Was es wird lohnen, darum zu kämpfen. Also richtig verliebt. ich glaub, der Ischi ist einer, der einem noch richtig schiebt. Ich werd die hemmungslos
Kannst du dir schnell vorstellen? Vorname, Nachname, Schuhgrösse, Job. Marianne, ich bin das Merch-Strudi. Ja! Schuhgrösse 32, ja, 38. Und Nachbarin von wem? Vom Tosen. Schön, schön. Und dann haben wir noch die Assistentin vom Merch-Strudi. Das ist Therese. Die Gring hat noch gefällt. Wem muss man immer ein bisschen aufpassen, dass er nicht ins Tower späut. Wo hat Anker das Bild drauf? Der Lama-Göks. Man nennt mich Lama-Göks. Lama-Göks. Der laute Lama. Der laute Lama-Göks. Schallpegelverordnung zur Kenntnisnahme. Spruch bringen oder Säge sicher bringen. Cool, und was essen die? Hey! Sag ich, wenn kommt der wo? 20 vor 8. Das ist ja immer mal ein Pirat sein. Ihr bekommt es selber. Fuck you. Du hast so einen Gravette neureichen Spiess wollen da. So. Schön. Da ist sogar der Sägi angekommen. Und kaum ist der Sägi da, hat es immer noch zu essen auf der Platte. Sally! Ätschken! Am letzten Gig bin ich so Backstage gehockt und habe gedacht, soll ich jetzt einen Joint rauchen oder soll mir einen von der Palme wedeln? Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich bin Rockstar, ich mache einfach beides. Als Nichtraucher. Ja, aber gut, ja. Ja. Neue Rubrik, Shit des Tages. Ja. Sagi, kannst du mir erklären, was für ein Lokal das wir hier sind? Wir sind Feiern. Ja. Kannst du mir das erklären? Oh ja, so. Also mal. Das ist schon die GC-Decke, die sich bewegt. Das hast du sicher auch schon gesehen. Da hier und auch schon gefilmt. Ich glaube, das hast du weniger trinken, Sagi. Vielleicht ist es echt das. Sie bewegt sich tatsächlich. Komm, wir zeigen es. Komm, wir zeigen es. Wir zeigen es. Hier, das bewegt sich. Schmeckt das ein bisschen streng hier. Aber hey. Das ist das WC. Wir müssen irgendwo, wo wir einen Beweispunkt haben. Zack, jetzt geht's auf. Glaubt uns kennen. Nein.